Willkommen, meine Damen und Herren, zu Metal Servala Nummer 8. Ich bin der Ricky. Und ich bin der Bella und ich bin gerade vom Ricky in eine Situation gebracht worden, wo wir eigentlich erst so nach 8 Jahren Beziehung wirklich ein Problem hatten damit. Darum weiss ich nicht, wieso ich die Frage nicht beantwortet habe. Der Wertjäger ist gerade angeguckt, hat die Kamera geschaut, hat mich angeschaut und gefragt, ob er fett aussieht. Und ich muss einfach sagen, nein. Aber du bist schon fett. Du bist Danke fett dir. krass, Bruder. Oh, Bruder, ja. Fett krass. Ja, aber sonst ist es eigentlich voll easy. Ja, voll. Cheers. Cheers nochmal jetzt für die Kamera. Jetzt ist es gut. Ja, willkommen zu Metal Servala. Es ist unsere 8. Episode. Und ja, letztes Mal haben wir es lustig gehabt, oder? Letztes Mal ist es ein bisschen eskaliert mit dem Bosch und dem Giant. Ja. Letztes Mal haben wir ja die hübschen Jungs von Wer passt was dabei gehabt. Das war ein sehr lustiger Abend gewesen. Und ja, eben, wir haben 2 Stunden, 20 Minuten oder so geredet. Es war recht Arbeit gewesen, zum Editieren, zum Clips machen. Ich bin 3 Tage nur Clips am Haus. Ja, aber es ist geil. Ich finde vor allem der Radiostimmen-Clip ist der Shit. Super lustig gewesen. Und ja, heute sind wir da wieder, mit euch ein bisschen über Metal schnurren. Jetzt ein bisschen angenehmer, jetzt sind wir auf dem Sofa. Ich habe gefunden, fuck it, wir haben immer ein Sofa da. Wieso nicht mal brauchen, testen, ausprobieren. Ja, sorry, warte. Wir müssen unsere Page. Wir sind wieder mal professionell as fuck, machen wir genau. das Ding da. Ja, keine Angst, heute wird es auch weniger lang gehen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich schon seit etwa 5 Minuten am Rumhorsen sind, Ja, voll. bevor wir da zum Thema kommen. Ja. Foreshadowing da. Voll Recall. Sehr gut. Ja, was haben wir? Was sagen wir? Es ist aber nicht so viel passiert in den letzten 2 Wochen. Es sind fast keine Konzerte, es ist nichts wirklich rausgekommen von Local Bands. Eben der Dave von Save das Breath hat mich nach meiner Adresse gefragt und falls der Ricky irgendwann anfängt, den Podcast alleine zu machen, Save das Breath ist schuld. Ganz sicher. Irgendetwas haben die im Schild. Von dem her sehen wir das. Nein, es ist nicht so viel los gewesen, aber wir sind alle zusammen an einem Konzert letzte. Voll, das war lustig gewesen. Wir sind, Und zwar an einer Metal-Show. Nicht ganz, eigentlich lustigerweise, ja. Obwohl ein bisschen Metal hat es schon gegeben. Ja, Aber nicht so, wie ich es erwartet habe, sagen wir so. Es ist, vor allem bin ich einfach mir das erste Mal in meinem Leben wirklich vorgekommen wie ein alter Mann. Ja, ich habe Angst gehabt, dass irgendwann die Polizei kommt und uns rausbegleitet, weil die Jungen sich von uns belästigt fühlen. Es ist schon weird gewesen, weil wir sind den Ehemann Janus Christus schauen, zum ersten Mal, weil ich ihn nie live gesehen. Und ich hatte den Janus Christus im Studio gehabt, vor irgendwie 4 oder 5 Jahren. Und ich habe gedacht, hey, das müssen wir abchecken. Wir waren nicht alleine gewesen, oder? Monsieur Vela war auch dort gewesen. Monsieur Mike, unser Aussenreporter. Stimmt. Der noch nie aussenreportiert hat, aber das wird schon noch passieren. Der noch nicht angefangen hat, aber immerhin den Lohn schon bekommt. Nein, es war lustig. Und der Brian war halt dort gewesen. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Ja, stimmt. Eben, ja. Das war herrlich. Also einfach zum schnell Szene sehen. Janus Christus hat gespielt. Wir sind etwa das 8. Tag gewesen, wegen ihm kein Blassen, was sonst abgegangen ist. Und die restlichen 3 Acts sind einfach so richtige Zoomer-Acts gewesen. So komplette Zoomer-Acts. Ja. Ist wirklich sehr, sehr komisch gewesen, weil wir haben nur den Janus Christus gekannt, oder? Und den Rest haben wir nicht gewusst. Es ist irgendwie voll so Avantgarde, Alternative Gen Z-Zeugs, die ich einfach nicht verstanden habe. Ja, also ich habe es wirklich nicht verstanden. Es liegt nicht dran. Der Mike ist auch wieder gekocht, so, der kommt nicht raus. Es ist einfach nicht gut. Und ich so, ja, aber ist es nicht gut oder kommen wir nicht raus? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es nicht gut war oder ob wir nicht rausgekommen sind. Es ist einfach, ja. Also Leute sind am Abgang gewesen, von dem wahrscheinlich ist gut gewesen. Ich habe es recht cringe gefunden zum Teil, aber... Echt cringe. Du hast auch die Wörter aufgepasst von dem Abend, sehe ich. Ja. Aber eins muss ich sagen. Und Durchschnittsalter war so 17 gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Ein Act hat mich aber richtig positiv überrascht. Weil ich bin kurz draußen pissen, bin ins Bier holen, bin wieder rein. Same. Und er hat voran, bevor ich das gemacht habe, hat der Act quasi, ich weiß nicht mehr, was das war, der Motherfucker, jetzt fängt er wieder an zu bohren da. Der Act hat so gesagt, alle sollen aufstehen, weil der nächste Song geht ab. Und ich habe so auf dem WC gehört, dass der Song halt für Leute, die nicht sich ständig irgendwelche hässigen Metal in die Fresse rühren, wahrscheinlich schon abgeht. Ja. Aber halt für, wenn du einfach so busy Gacki Musik von Brian gewöhnt bist, geht es halt Da
fuck geht's sind die halt am nicht so Bohren, ab. Alter? Und dann bin ich zurückgekommen und nachher hat der Act einfach auf der Bühne, so, auf der Bühne gestanden, hat so das Gefühl, ja, by the way, Shoutout an die letzte Reihe, weil sie sind alle da, der Ricky, der Brian, Aha, der ja. Mike sind alle im Sofa gehockt hinten. Ja, ja. Shoutout an die letzte Reihe, dass wir konsequent sitzen geblieben sind während dem Song. Das habe ich fucking funny gefunden. Holy shit, haben sie jetzt immer einen Podcast letzte Zeit machen? Bohren sie da? Und zwischendrin nie gebohrt. Nein, noch nie. Es ist, die erste 7. Episode hat es angefangen. Geil. Aber ja, nein, also es war wirklich sehr, sehr speziell gewesen. Ich habe natürlich, es tut mir, oh Jesus Christ. Also, nein, aber holy shit, ist das laut, Mann. Also das hörst du ganz sicher auf der Aufnahme. 100%. Machen wir. Aber ja, nein, also wir haben... Das ist ein Metal-Podcast, da gibt es Der einfach auch mal Metal-Podcast Metal-Geräusche drin. voll. Nein, was ich lustig gefunden habe, ist, bei jedem zweiten Song habe ich gefunden, so, das wäre eigentlich... Das wäre nicht so schlecht, wenn du so ein bisschen eine Gitarre hättest mit oder Drums oder einem Breakdown oder so. Bass, mir hat der Bass gefällt. Immer, Ja, bei absolut. allen Acts. Das ist Alle schon so. Acts haben einen Lorna Shore oder einen Modern Metalcore gezogen, obwohl sie es nicht sind. Ja, voll. Nein, aber etwas hat mich überrascht, recht überrascht. Und es ist der Act vor Jesus Christus. Ah ja, Longsleeve and the Weird Boys. Ja, der ist ja. crazy gewesen. Aha. Weil ich meine, wir sind so einfach dort am Chillen gewesen und die haben gefunden, okay, ist schon lustig, aber warte um Jesus Christus, irgendwie der Rest so wie egal gewesen. Und nachher kommt so ein Dude mit so Anime-Haar. So irgendwie Sum 41 Haar, weißt du, so Pop-Punk-Haarstil, oder? Stimmt, ja. Und ich so, da fuck. Und so ein Dude mit der E-Gitarre, so sehr cool. Und so ein Dude auf der Synthes und so. Ah, Vor allem ein Siebenseiter. Mhm. Aber das erste Mal in der Existenz von Siebenseiter-Gitarre, Mhm. abgesehen vom Tosin Abasi, Ja. hat ein Gitarrist mit 7 Seiten mehr als nur die tiefste Seite gebraucht. Ja. Muss ich sagen, er hat die tiefste Praktisch Seite fast alle- nie gebraucht. Alles außer die typische Seite hat er gebraucht. Nein, aber eben, es war eine Dreiergruppe gewesen, also der Longsleeve und seine Weird Boys. Ein Dude ist einfach mit so was ist es? Eine Maske aus wie heißt So eine das Ding? zusammengelismete Häslinenmaske hat er angehabt. Voll, wo der DJ-Pult bedient hat und noch Synth und so Zeugs. Aber er hat Synthes gespielt. Er hat nicht einfach irgendetwas Eben. gemacht. Er hat effektiv Synthes bedient. Er hat nicht nur Play gedrückt. Voll. Es hat wirklich sehr, sehr cool ausgesehen und tönt. Eben der Gitarrist hat auch so einen sehr komischen Ton gehabt. Also der hat wirklich, es ist so noisy gewesen. Also es ist auch kein Metal gewesen. Es ist, was ist das, so Noise, Elektro, Experiment, Punk, Hyperpop, irgend so ein Scheiß. Keine Ahnung. Also ich will es jetzt einfach einordnen, wie da der Ghost Main oder so. Einfach Ja. so das moderne Trap-Zeug, wo du merkst, dass alle, die das machen, ganz sicher Sum 41 gelost haben als Absolut, Kind. Und dann aber irgendwie gemerkt haben, dass Hip-Hop mehr Geld macht. Mhm. Und jetzt irgendwie einfach auf so Beats, wo ich als Boomer nicht verstehe, ich als Millennial nicht verstehe, rumschreien. Aha. Und ja, der Gitarrensound ist irgendwie einfach. Es hat immer geheißen, der Gitarrensound ist scheiße, aber der Gitarrensound hätte nicht gepasst, wenn es Ja. ein regulärer Gitarrensound Das wäre. stimmt, das stimmt. Nein, also eben, es ist eben so ein bisschen in Richtung Suicide Boys, Ghostman, so die Richtung, aber nicht ganz, aber gemischt mit recht viel komischen Zeugs. Was ich sehr cool gefunden habe, ist einerseits die noisy Synthes und Backing-Dings, die sie hatten, oder? Sehr cool. Aber auch das Audiovisuelle, was sie hatten. Sie hatten so mega viel komische so Visuals gehabt und es hat recht gut gepasst mit den Noises und so. Habe ich sehr cool gefunden. Überhaupt nicht meins, normalerweise. Aber es hat mir wirklich einen Eindruck hinterlegt. Das muss ich schon sagen. Und, aber ja, ich habe mich auch ein bisschen alt gefühlt. Ja, vor allem, was ich crazy gefunden habe, ist, Dude hat 24.000 monatliche Hörer Mhm. und auf dem einen Song 819.000 Streams. Ja, das ist wirklich. Das ist insane. Ja. Und ich verstehe, also mir geht es nicht auf, weil normalerweise, wenn du 24.000 monatliche Hörer hast, Mhm. also bei Bands, wenn eine Band 24.000 monatliche Hörer hat, Dann bist dann spielt sie doch irgendwie so im Dynamo oder so, oder im Werk Ja, klar. 21. du musst auch überlegen, wahrscheinlich viele Liegt's an der Musik, junge Leute, die das hören, gehen an ein Konzert, verlassen das Wohnzimmer, das Zimmer nicht, weißt du? Ja, und das Ding ist halt, vielleicht ist es einfach so, weißt du, vielleicht hast du einfach auch dass es alle halt, weißt du, ich oute mich jetzt als der grösste Dings, als der grösste Ich fühle mich so nicht mehr wie ein junge Boomer Mensch. jetzt halt. Ja, wirklich. Vielleicht ist es auch einfach so, dass der quasi einfach mal irgendwie gerade in irgendeine Playlist reingekommen ist oder irgendein Ding und dann ist das Mhm. TikTok oder weiss ich nicht, wo gehypt wurde und dann hat es einfach Plays reingerührt. Es hat schon ein bisschen so TikTok-Musik-Vibe im Fall. Ja, ist recht.
Ja, es ist auch Musik für... Sie sind auch alle so alt gewesen, dass sie auf TikTok hätten können gehen. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, die Bar-Dudes sind auch alle so 18, 19 gewesen. Die sind völlig verwirrt gewesen, weil wir ein Bier bestellt haben, das Bier getrunken haben und dann gerade nochmal ein Bier bestellt haben. Dann habe ich irgendwie... Also, Kopfrechnen haben sie gar nicht im Griff gehabt. Und dann habe ich mir nur so gedacht, so, es hat überall so Kleber gehabt. Also, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann komm zum Barpersonal. Und ich denke mir jetzt nur so, wenn jetzt der Ricky würde durchdrehen, wenn der Ricky sich jetzt auch wegjetten, so das Gefühl haben, ja, Kids, I'm going to make this evening bad for everyone. Und dann wird jemand zum Barpersonal gehen, so sagen, hey, der ist uncool für uns. Als ob der Ricky von denen rausgerührt worden wäre. Ich meine, also jetzt nichts gegen sie, aber die sind so wirklich so knapp 20 gewesen und haben wirklich nicht so ausgesehen, als ob sie irgendwie einen Ricky aus dem Piccadilly rühren. Nein, es ist schon eine sehr lustige Atmosphäre gewesen. Ich bin schon lange nicht mehr, also noch nie, glaube ich, in so einer Situation gewesen. Ich war so daran gewöhnt, ich bin immer der Jüngste in Metal-Konzerten oder so. Und plötzlich bist du es nicht mehr. So, ja, okay. Ja gut, aber das Gute ist ja, wenn wir an Metal-Shows gehen, sind wir immer noch nicht sind wir es noch lange nicht. Ja, insbesondere Melodeath und Death Metal-Shows. Ich bin immer noch recht jung. Ja, ich gehe morgen Harakiri vor der Sky schauen. Ziehe den Altersdurchschnitt ein bisschen runter. Geil, Alter. Ja, aber dann haben wir das gesehen. Eben so sehr überraschend Longsleeve und The Weird Boys. Und nachher ist halt der Eremo Janus Christus gekommen. El Janus Christus. Ja, wirklich sehr geil. Er hat jetzt auch angefangen, live auch noch mit dem Drummer. Beziehungsweise seine Band. Wie heisst die? Seine Band mit dem absolut genialsten Namen ever. Ich sage ja, seine Band heisst einfach Die ersten Steine. Ja, Janus Christus und die ersten Steine. Das ist der Shit. Janus Christus und die ersten so Steine. Lustig. Ja, das ist so ein guter Name. Nein, richtig geile Show geliefert. Also muss sagen, man merkt eben, der Janik, der Herr Janus Christus, der kommt aus der Metal-Szene. Oder der weiss, wie es abliefern auf der Bühne. Und ja, es ist einfach lustig. Umgekumpelt wie ein Duracell-Häsli, du. Der Chris ist nicht weniger schlecht. Nein. Der Bandy ist auch stark gewesen. Der Bandy. Stimmt, der heisst ja Bandy. Ja, voll. Ja. Wie heisst eigentlich der Schlagzeuger? Ich habe den Namen mal gewusst, aber ich habe es vergessen. Das erste Stein, keine Ahnung. Der Mr. Stein. Mr. Stein. Nein, aber es war sehr cool gewesen. Ganz anders, als was man sonst normalerweise hören oder schauen. Wir wären eigentlich ursprünglich auch am Irony of Fate Konzert gegangen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Nein, also sonst hätte es ja niemand gewusst. Sonst, wenn wir jetzt das nicht... Ja, aber das Ding ist halt, wir haben den Janus Christus haben wir halt wirklich auch eine persönliche Beziehung dazu. Ja, voll. Wir haben ihn nicht überraschen, aber wir haben es nicht geschafft. Jemand ist ein Whistleblower gewesen. Irgendjemand ist ein Whistleblower gewesen. Ja. Aber nein, wir haben eben eine Surprise geschwind. Und eben Irony of Fate haben auch ein cooles Konzert gespielt. Sie haben das Videoclip gedreht. Und, aber wir haben die ja schon ein paar Mal gesehen. Von dem her gefunden, gehen wir die Janus Christus schauen. Der Ricky hat sie schon ein paar Mal gesehen. Ja? Ich habe Irony of Fate original noch 0 Mal gesehen. Was, wirklich? Mhm. Warte schon. Ja, ich habe es jedes Mal verpasst, wenn sie irgendwo waren. Weil, ich glaube, letztes Mal, was gespielt haben, bin ich an einem anderen Konzert gewesen. Oder sonst irgendwas. Es ist wirklich schlimm eigentlich. Also ich habe die erste Mal mit Ginger live gesehen, in 2018 oder so. Und das letzte Mal ist eben mit... bist du nicht? Nein, da bin ich eben nicht gewesen. Beim Konzert von Prometheus. Da bin ich eben nicht gewesen. Dort habe ich alle ein Weihnachtsessen gehabt. Stimmt. Ja, dann müssen wir unbedingt nachholen. Unbedingt. Nächstes Mal, wenn Irony of Fate irgendwo bei uns in der Nähe spielt, nehmen wir gerne Media besser an. Absolut. Ja, das ist eigentlich der Recap. Also ich meine, ich habe nicht viel mehr gemacht als das. Nein, das ist wirklich so. Also bist du ja sehr sportlich unterwegs, habe ich gehört. Was ist sportlich? Wieso? Was habe ich jetzt gemacht? Was hast du gemacht? Wieso tut dein ganzer Körper jetzt weh? Gestern, ich habe den Kollegen gefragt, wenn wir am Wochenende snowboarden. Und er so, am besten schaffst du am Wochenende und gehst unter der Woche. Dann habe ich frei genommen. Bin gestern zu Lager eine Stunde Superpipe fetzen. Habe wieder mal durchgegeben und jetzt tut mir einfach jeder Muskel im Körper weh. Falls ihr mal wollt, Full Body Workout haben, Superpipe fahren ist euch das Ding. Was ist ein Superpipe? Das ist eine Halfpipe im Snowboarden, wo 7 Meter hoch ist und 200 Meter lang, also die grösste der Welt ist in Lags. Und das ist immer lustig, weil sie haben nebenan eine Mini-Pipe. Die ist schon einfach nicht eine Mini-Pipe, sondern eine regulär grosse. Nein, aber ich bin wieder mal ein bisschen produktiv. Jetzt bin ich wieder am Demigod Unleashed Debütalbum arbeiten. Geil. Voll. Also, da bin ich wieder mal am Schreiben. Muss ich unbedingt weitermachen. Und ja, es kommt gut, es kommt etwas. Ich habe eine Gitarre gekauft.
Stimmt. Ja. Und wir sollten heute unbedingt die CD mal noch unterschreiben und den Brian und Josh weitergeben, wo wir ja einfach auch wieder jedes Mal verhängt haben. Wir würden es wieder verhängen und dann müssen wir nächste Episode nochmal erwähnen. Aber ja, wir machen jetzt am Schluss von diesem Podcast. Ich glaube, ich habe kein Filzstift. Sagen wir uns jetzt einfach, wir gehen die CD unterschreiben. Okay, wir machen es einfach und wir lassen die Kamera laufen, bis es gemacht ist. Wir sagen jetzt jede Episode und Hälfte der Leute finden so, was? Was für eine CD? Was für eine CD? Ihr könnt sonst alle andere Folgen hören und dann finden wir es raus. Aber ja, das ist eigentlich unser kurzes und knackiges Recap von der Zeit. Es ist nicht so viel gelaufen, darum ist das ist auch nicht so viel los. Ja. Ja, ich habe mir eine Gitarre gekauft nochmal. Stimmt, das ist was. Ich war gerade vorhin bei einem daheim, weil ich auf Ricardo für 51 Franken eine Gitarre gekauft habe. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, habe ich eine neue Live-Gitarre gebraucht. Also nicht gebraucht, aber ich habe einfach eine Gitarre zum Basteln. Und dann habe ich für 80 Franken eine Yamaha-Gitarre gekauft und gemeint, das sei ein Einsteigermodell. Dann bin ich bei dem Dude das geholt, habe sie in die Hand genommen und gemerkt so, oh no. Ja, ist ein Kindermodell. Das ist kein Einsteigermodell, Bro. Dann habe ich die Seriennummer gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass die Gitarre im Jahr 2002 gebaut worden ist und damals 1500 Stutz gekostet hat. Das ist wirklich eine schöne Surprise. Also. Und nachher habe ich sie einfach abgeschliffen, den ganzen Lack weggenommen. Und jetzt wenn du schauen, wie die Gitarre aussieht, geht ihr mal auf den Eversis Instagram-Account oder auf YouTube und schauen das neue Musikvideo. Dann sehen ihr, sie ist nämlich bloody nice. Es ist jetzt so Naturholz. Und fun Story. Ich habe jedes Mal, wenn ich mit dieser Gitarre irgendwo an bin und so sie angelegt habe, um so Soundcheck zu machen oder so, sind irgendwelche andere Gitarristen gekommen und haben so gefragt, boah, Dude, die sieht ja hure sick aus, Mann, was ist das? Ich denke mir nur so, ja, das ist ein Custom Shop, Alter. Ist ein Custom Shop by me. Yes. Is the only one in existence. Aber ja, ist geil. Und dann habe ich die Dropout Kings habe ich sie gegeben zum Unterschreiben, weil sie haben keinen Sticker dabei gehabt. Und dann hat er so drauf gemalt und der Gitarrist so, no, what the fuck are you doing? Und der Sänger so, wait, what? So, why are you writing on it? Und er so, no, I think that's what he gave it to me for. Und ich so, ja, do it. Und er so, okay, very good. Schier mal kurz Chaos in den Dings, hinter der Bühne. Das ist lustig. Hey, apropos Dropout King, die haben auch eine gute Vorband gehabt, aber zu dem Thema kommen wir später. Ja, voll, ja. Alright, hey. Callback. Also, ja, also sonst, ich meine, gehen wir sonst auf die News. Ich habe noch etwas. Die neue Gitarre, dort mache ich eine Studiogitarre draus. Das heisst, vielleicht werden wir sie mal brauchen bei dir. Wer weiß, wenn du wieder mal anfängst, wenn du wieder mal Zeit hast, zu quaden. Oder so. Ja. Oder wenn es einfach langweilig ist. Weil ich wollte jetzt dort meinen P90 Pickup, den ich vom Nick von Anger Management abgekauft habe, reinfetzen. Das wird lustig. Ja. Das wird lässig. Wird das Projekt. Ja, lustig. Wird ich sicher posten, wenn wir da etwas machen. Ja, da kommst also, wir können mal dein Rap-Dings mal machen. Oh ja. Stimmt, ich muss ja noch ein Rap-Projekt machen. Das müssen wir eigentlich mal machen. Rap-EP. Oder machen wir extra einfach so einen komischen Rap-Song wie der von Longsleeve and the Weird Boys. Ja, pushen bei der Spotify-Playlist. So Sad Music for Sad Gen Z Kids. Hey, aber ich würde mega gerne einen Remix machen von den Songs, einfach mit Heavy Gitarre noch dazu. Das wäre ein guter Baller. Ja, machen wir. Ja, voll. Aber ich finde die Vibe von den Jungs mega geil. So, ja, vor allem, du hast ja fucking etwa 4 Ebrietas-Patches auf sich drauf gehabt. Es ist ja nicht so, es ist offensichtlich, dass die Kids eigentlich das hören, was wir auch hören. Ja, voll, eben, das finde ich so lustig. Aber eben, es gibt so viele Musiker, die nicht Metal machen, aber eigentlich Metalheads sind. Dings, wie heißt der nochmal der Rapper? Skrillex. Ja, Skrillex. Machine Gun Kelly. Ja. Welcher Rapper sonst noch? Der grösste Rapper. Post Malone. Post Malone, ja. Der hat fucking, hast du das gesehen, als Nirvana-Set, das er gespielt hat? Maybe. Der Post Malone hat mal mit seiner, sie sind im Studio gewesen während Corona, also bei ihm daheim. Er, sein Bassist, der andere Gitarrist und der Travis Barker oder der Drums haben einfach live eine Stunde lang Nirvana-Songs gecovert. Bloody hell, das ist im Fall super. Wenn Nirvana jemals sich entscheiden mit dem Christ Novoselic, oder wie man das immer ausspricht, Dave Grohl und dem Post Malone als Sänger zu kommen, ich wäre sowas von dabei. Die würden garantiert Samsung Hall fühlen. Ja, der Post Malone ist schon ein Beast halt. Wobei, nein, die würden das Hallenstadion fühlen. Ja. Ich meine, es ist 2/3 von Nirvana und der Post Malone. Ja. Nein, ich finde, von den Musikern, die so in der Zeit so rausgekommen sind sie auch. Von den Musikern von den letzten paar Jahren, wo ich so
cool sind, finde ich. Post Malone ist einfach sehr, sehr cool. Ich meine, der macht so gute Musik. Ähnlich wie der Rag & Bone Man, finde ich auch richtig gut, obwohl er auch Musik hat und der ist, weiß ich nicht mehr. Aber alle kennen den Human von ihm. Gibt's den noch? Keine Ahnung, ich glaube es. Aber seit der ersten Album habe ich nicht mehr gelassen. Shit. Ja. Ja, du, easy. Oh ja, dann gehen wir zu den News. Ich glaube, es wird schon noch eskalieren. Ja. Die Folge wird schon noch lang. Keine Angst, ich kenne uns. Ja. Also, gehen wir zu den News. gehen wir zur Newsmusik. Gehen wir zu den News. In 3, 2, 1. Metal Servola Breaking News. Willkommen bei den Nachrichten. Yes. Welcome. Bin ich leislich da auf dem Dings oder habe ich nur das Gefühl? Du bist schon die ganze Zeit mega leislich im Fall. Das heisst, wenn du es jetzt lauter machst, Nein. machen wir nochmal die News neu. Nein. Komm, spiel es führen. Alles ist gut. Komm, spiel es führen. News, nein, jetzt ist alle Videos synchronisiert, Bruder. Technik von der höchsten Level. Das ist extra Arbeit für mich, um das Scheiß synchronisieren. Ja, okay, in dem Fall. Willkommen zur News. Also bin ich nach der Newsmusik ausarten würdet, weißt du? Qualität unter Quantität. Voll. Check, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist schon gut. Who knows? Wir sollten aufhören, das Ding zu haben, weil jedes Mal schauen wir in das Teil hin und dann haben wir das Gefühl, irgendetwas ist nicht gut. Wir schnurren 5 Minuten drüber, wie irgendetwas nicht gut ist. Und im Endeffekt hörst du den Podcast und denkst so, ja. Jungs, hebt die Schnurren. Niemand hört irgendetwas von dem, was ihr gerade darüber redet. Das ist das Gleiche, wie wenn du als Gitarrist auf der Bühne stehst und das Gefühl hast, oh nein, mein Gitarrensound ist nicht gut. Das ist der innerliche Tontechniker, Producer, Gitarrist. Genau, also ich könnte, mir fehlt, ja, nein, mein Sound ist nicht gut. Und nachher kommen also ich brauche einen Full-Stack Marshall, ich brauche das, brauche das. Und dann komme ich mit meinem Scheiß Helix, stelle es an. Yes. Und am Schluss, das Einzige, was passiert ist, dass einer im Publikum steht und das Gefühl hat, ja, das ist Geld. Ja. Okay. Niemand interessiert sich für die Gitarre. Not really, nein. Niemand. Nein, eben. Nicht mal der Tontechniker. Ja, das stimmt. Aber ja, wir kommen zu den News, meine Damen und Herren. Und viel haben wir nicht, aber wir haben spannende Sachen. Und zwar, wolltest du mal anfangen? Ja, wir haben EMS. Ist das eine Krankheit? Ich hatte zuerst gedacht, das sei so ein Chemiehersteller. Ja, wirklich, das klingt wirklich so. Aber ja, easy. Es ist der Señores Extremos, Extremos Switzerland Boys, haben einen neuen Podcast angefangen, der EMS Media Mayhem, wo ein bisschen einen anderen Twist an die Podcast-Erfahrung, Experience bringt in dem Sinn. Also ich habe das Gefühl, es wird mehr, ich könnte sagen, zum wirklich Zeugs lernen. Oder? Ja. Wirklich so, wie die, also ich habe nicht gewusst, die Jungs so, also, dass sie auch beruflich die ganze Marketing-Zeugs machen. Ja, ich habe gar nicht gewusst, ich habe immer gedacht, das sind so geile Sachen, die einfach so geile Sachen wollen sein. Aber nein, sie sind einfach verdammte Pros, die nochmal Profit schlagen im Privatleben. Das ist crazy. Ja. Das hat jetzt sau böswillig gedacht. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, aber was hat der hat den Mastery Marketing oder so einen Scheiß? Ich auch nicht, aber beide arbeiten im Marketing und Social Media Zeug. Und Content Creation und so. Aber deshalb sehen die Graphics immer so gut aus. Darum sieht es auch wirklich so aus, als ob sie wissen würden, was sie machen. Ja, bei uns sieht es so richtig DIY. Aber wir sind auch, unser ganzes Leben, ich meine, hallo, Eversis ist komplett DIY. Ja, nein, eben, das sind die zwei netten Basler, wo beim Brian und beim Joshua waren zweimal. Wie sagst du jetzt mal? Im Tramli? Sie sind hoffentlich wahrscheinlich im Tramli gefahren. Tramli gefahren. Ich komme irgendwann mal noch fressen für das. Aber es ist mir gleich, ich ziehe es durch. Ja. Nein, die sind beim Brian und beim Joshua im Podcast und die sind mega cool. Die machen wirklich mega geile Sachen auf Instagram. Also mega geile Sachen. Wenn du into Schweizer Metal-Bands bist, dann machen sie mega geile Sachen. Wenn dich Schweizer Metal-Bands nicht interessieren, dann könnte es dir wahrscheinlich nicht egaler sein. Genau. Aber ja, das ist wirklich cool. Aber was sie auch cool machen, ist, sie machen so Hilfsmittel für Bookers und für andere Bands, um Bands aus anderen Regionen zu finden. Sie haben zum Teil so Regionen-Dings, wo sie Bands auflisten. Apropos Region, da fällt mir gerade ein, wir haben doch gesagt, wir wollen eine neue Rubrik machen. Was? Nicht aus der Region, aber für die Region. Dass wir eine Band aus dem Französisch sprechenden und eine Band aus dem Tessin, also dem Italienisch sprechenden Raum, quasi vorstellen. Ich habe 2 Freestyle auf Lager, das können wir nachher machen. Ich habe auch, aber ich habe nur 2, glaube ich. Nein, ich habe ein paar. Ja, also ich habe 2 auf Lager gerade, das können wir nachher schnell wegfrühstücken. Aber machen wir nachher, sonst... Machen wir nachher. Wie ist es, Bands
Bands Nicht aus der Region, aber für die Region. Nicht aus der Region, für die Region, genau. Genau. Und eben, und die machen wirklich geiles Zeug, sie tun auch Bands. Also ihr Hauptziel ist eigentlich quasi die Schweizer Metal-Szene zu pushen. Dass man mehr Konzerte kann spielen, dass man mehr Likes bekommt auf Instagram, dass du mehr Spotify-Plays bekommst, dass einfach dein Content mehr angeschaut wird. Das ist wirklich cool. Hört mal rein und vor allem finde ich es geil, wenn ihr jetzt denkt, oh nein, nochmal ein Podcast, wo irgendwelche Dudes auf Schweizerdeutsch über Metal reden. Ist es nicht. Ja, wirklich nicht. Weil sie reden nicht direkt über Metal, also in der letzten Folge nicht. Vielleicht, es ist sicher Thematik dahinter, oder? Ja. Es hat ein Dings, aber sie reden eigentlich mehr über Social Media Aspekt vom Ganzen, vom Marketing und die ganzen Strategien, die du kannst brauchen, wie kannst du deine Fanbase und deinen Reach verbessern und optimieren. Also das ist wirklich sehr coole Sache und ich würde es auch hören, weil ich auch lernen, oder? Die Jungs haben es wirklich im Griff. Etwas Wichtiges haben sie gesagt. Mach's. Was? Du musst es machen. Was musst du Weil machen? keiner in deiner Band macht es, also machst du. Das stimmt, ja. Und das stimmt, keiner in deiner Band macht es, machst du. Ich spiele 2. Keiner macht es. Voll, dass das proaktiv sind und das Zeug wirklich machen. Und ich meine, das meistens von dem ist wirklich Learning by Doing. Von dem ist cool, wenn du gerade 2 krasse Dudes hast, die das Zeug sich gut auskennen und das Zeug, weißt. Dann können wir da reinhören. Also, ganz hören, IMS Media Mayhem. Vor allem tönen sie auch noch sympathisch. Also Ja, wirklich, ich höre ihnen gerne zu, weil sie tönen nicht irgendwie wie andere Leute, die ich nicht gerne zuhöre. Voll. Das war jetzt sehr ein vages Beispiel gewesen. Und News. Ja, warte. Ich kann noch mal etwas sagen. Ich habe es vergessen. Was ich schade finde, Kritik, schau mal jetzt, sie machen es einmal im Monat. Das finde ich sehr schade. Ja, aber das ist okay. Ich meine, es ist verständlich. Es wohnen vielleicht nicht alle Leute so nah beieinander und haben so chillige Verhältnisse wie wir zwei. Sind beide in Basel? Ja, aber Basel ist eine Großstadt. Das ist eine grosse Du Stadt. kannst nicht nur das Träumchen hocken und gehen. Du bist da. Bei einem am Hocker. Du bist ein Hügel entfernt von mir. Das stimmt. Ja. Ja, du. Aber ja, nein, sehr cool. Eben, bei ihnen ist es halt einfach Qualität vor Quantität, nicht so wie bei uns. Und wir packen einfach so viel Bullshit in 1,5 Stunde und sie machen es so sehr schön. Sie machen eben guten Content, darum lange wenn sie ihn einmal im Monat aufladen. Und wir machen einfach keinen guten Content, darum machen wir viel, dass wir einfach möglichst viele Likes einsammeln können. Genau. Wir sind so wie Naruto, Filler-Episoden und sie sind wirklich die straight Story. Alter. Wir sind wie der Wayne Gretzky. Das habe ich nicht gecheckt. Wayne Gretzky ist ein kanadischer Hockeyspieler und er hat gesagt, you miss every single shot you don't take. Und das stimmt. Ja, okay. Du kannst das Goal nur treffen, wenn du drauf schiessest. Ja. Und je mehr du schiessest, umso mehr kannst du das Goal treffen. Ja, das stimmt. Das ist unser Approach. Genau. Wir schießen einfach alles, bis etwas trifft oder jemand trifft. Wie ich in der RS. Keiner kann zielen, aber wenn du einfach mal überall hinballerst, ist das schon etwas. So funktioniert es. Mir ist auch am Sinn gekommen, es ist auch ein anderer Podcast. Hast du den gleichen Gedanken gehabt wie ich? Gut. Aber das ist nicht unbedingt Metal. Es sind einfach zwei Dudes und Dudines, die Metal machen, die den Podcast haben. Yes. Ich hätte Dudettes gesagt. Ist es Dudette? Aber Dudette könnte auch einfach 2 Dudes sein. Meinst du? Nein, Dude und Dudette. Ja. Woher kommt das? Aber das Duett sind ja 2, darum würde ich einfach sagen, Dudette können auch 2 Dudes sein. Ah, nein, woher kommt das Wort? Es ist immer so ein altes Englisch, aber nicht Dudette. Das ist nicht Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, ich weiß nicht. Aber ja, also es ist ein Dude und was habe ich jetzt schon wieder gesagt, Frauen? Dudin? Dudin, ja. Dudin, ja. Erzähl. Egal. Zwettiwi, willst du, dass wir dich nennen Dudette oder Dudin? Sind wir direkt. Kannst du uns schreiben. Gut, nein, der Podcast ist von der Zwetti, von Irony of Fate, den ich noch nie live gesehen habe. Und vom Josh, von dieser Band, wo er die ganze Zeit davon redet, aber keiner weiß, dass sie existiert. Exhortation. Nein, Exhortation ist Reloaded? Die Band, die man kennt. Wer eine Band? Er hat jetzt letztes Mal ist da geguckt und hat 2 Stunden lang von einer Band geschnurrt. Welche vorne? Ja, sein Grunge-Projekt. Keine Ahnung, wie es heisst. Ja, niemand weiß es. Ja, ich glaube, sie wissen es selber nicht. Sie wissen nicht mal, ob sie Grunge machen. Ja, ist wahrscheinlich so Black Metal. Ja. Aber Exhortation Reloaded habe ich schon gesehen. Ja. Und zwar cool. Auch. Mhm. Von dem her. Sie haben einen Podcast. Man hat immer noch nicht gesagt, was es für ein Podcast ist. Was ist das für ein Podcast, bitte? Der Podcast heißt Marvel Gelaber. Ich glaube, sie reden ausschließlich über DC. Über Justice League.
Also, so es gesagt wurde, ist DC zerstört Marvel. Nicht, dass ich etwas wüsste von dem, aber ich mache es nur noch mal jetzt Okay, ärgern. es war eine schöne Zeit mit euch. Ja. Der Podcast ist ab jetzt cancelled. Nein, also, Also nicht wegen mir, sondern wegen Oh. dem Shitstorm, der jetzt incoming kommt. nein, also ich muss schon sagen, ich habe immer gefunden, DC und Marvel und so ein Zeugs, die ganze Comic-Sachen ist einfach nix gegen japanische Anime und Manga. Also fickt euch, Mann. Das ist mein fucking Statement. Und jetzt, Weeps, kommen zu uns. Ich wollte sagen, der Podcast ist gesaved von einer Horde Weeps, das ist auch okay. Yes, kommen zu uns. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Mhm. filmtechnisch, Mhm. rein filmtechnisch, ich habe Comics nicht unbedingt gelesen, aber filmtechnisch hat ja DC, glaube ich, auch wollen mitmachen mit dem Avengers-Hype mit Justice League. Avengers ist nicht DC, gell? Oh, Ja. doch. Ja, Avengers ist Marvel. Und darum eben, Aha. DC hat wollen mitmachen beim Avengers-Hype mit Ja, ihrer Justice League. Stimmt. Ja. Und Sie haben nur Flops gehabt. das Ding ist einfach, Justice League, der einzige Inhalt an dem Film ist der Gal Gadot ihre Butt. Wer ist der? Wonder Woman. Ah. Einfach Aha. das Einzige, was ich in dem Film wirklich was ich in dem Film mitgenommen habe, ist, dass jedes Mal, wenn sie in der Szene war, Ja. ist die Szene so geschossen gewesen, dass man ihren Arsch gesehen hat. Wirklich. Jedes Mal, alle 5 Dates, sie steht mit dem Arsch zu der Kamera. Dabei, Ja, Hollywood sagt, sie sind woke und alles, aber sie machen immer noch den richtigen ey, Trick. Alter, sie kommen alle aus dem Helikopter raus. In dem Moment, wo sie aus dem Helikopter kommt, Ja. switcht die Kamera zu einer Sicht, wie alle rennen und sie aus dem Helikopter kommt und gerade so squattet, dass man einfach den Natürlich. Arsch sieht. Das ist Natürlich. der Hammer. Ist Spider-Man Marvel oder DC? Spider-Man ist Marvel. Boah, siehst du wirklich keine Ahnung von dem amerikanischen Zeugs, Alter. Spider-Man ist cool. Aber Oh. Spider-Man ist das Problem, Spider-Man hat eben recht bei Sony gehabt, ziemlich lang. Und ich weiß jetzt nicht, wie es gelaufen ist mit dem Neuen. Es könnte eben sein, dass es dann keine neuen Spider-Mans gibt, weil Sony wieder das Recht zurück, also weil Sony den Marvel wieder das Recht weggenommen hat und eben bla bla bla. Für das könnt ihr den Podcast von der Sveti und dem Josh hören. Yes, könnt Marvel Glauber hören auf Spotify und sonst wahrscheinlich, wo sie es gestellt haben, keine Ahnung, ich habe auf Spotify gelassen. Also ganz Überall, ganz überall Ja, hören. also- Apple Music ist wahrscheinlich auch. Ich finde es einfach so cool, wie einfach mehr und mehr Podcasts in die Szene kommen. Ja, weißt du wieso? Ja? Weil wir gesagt haben, dass wenn du einen Podcast machst, dass die Leute am Konzert erkennen, aber wenn du eine Band hast, nicht. Darum können wir jetzt alle den Fame reinholen. Ja, ich finde es schon cool, wenn mehr Bands wieder anfangen, einfach Podcasts zu machen. Ist einfach lustig, oder? Ich meine, Ja, aber nur keine Metalcore-Bands. Ich will nicht Metalcore-Bands als Podcast haben, weil ich habe schon genug 0815 Metalcore zum Hören, dann muss ich nicht auch noch 0815 Podcast haben. wenn du etwas Lustiges hast und erzähl das so, dann mach mal einen Podcast. Und wenn du jetzt eine Metalcore-Band bist, was sich von mir gerade ein bisschen zu sehr angepöbelt gefühlt hat, beweise es mir. Selber schuld. Mach es besser als die anderen. Voll. Weil es gibt gute Metalcore. Es gibt sehr Yes. gute Metalcore. Reden wir nachher auch wieder drüber. Absolut. Aber wirklich sehr viele Metalcore heutzutage Mhm. hat einfach hat meiner Meinung nach einfach nicht mehr so, sie haben nicht mehr das Bedürfnis, etwas zu machen, was irgendwie exciting ist. Weil einfach so, das ist die Formel, das funktioniert, Mhm. das machen wir jetzt. Ja, voll. Ich finde, welche Metalcore-Bands von dir, die Szene findest du so interessant? Von unserer Szene. Ja. Whiteout, Ja, okay. mit Abstand. Thank you. Whiteout. Du hast schon, ich weiß nicht, wie da reagieren. Ich habe lang, ja, ich habe lang gesagt, Whiteout ist die beste Metalcore-Band von der Schweiz. Hm. Aber aus 2 Gründen. Ich consider Save Last Breath nicht als eine Metalcore-Band, Nein. weil die machen mir zu viel Black Metal drin. Ja, voll. Und ich habe Expello nicht gekannt. Ja, aber du hast wirklich in dem Fall Expello am ICU-Festival zu begegnen zum ersten Ja, Mal? also ich habe gewusst, dass sie rum sind. Ich habe, glaube schon, am Grenichen bin ich mal gewesen, wo sie gespielt haben. Und ich bin sogar auf dem Festgelände gewesen, aber Mhm. der Domi und ich sind damit beschäftigt, Bier hinter den Kopf zu rühren. Ja. Darum haben wir das nicht so ganz mitbekommen. Aber ja, also ich habe wirklich dort am ICU-Festival habe ich das erste Mal wirklich mich mit Expello befasst und ich muss sagen, es ist also Ja, es ist wirklich sehr, fucking sehr grandios. beeindrucklich. Ja, ich kann die schon erstmal, glaube ich, 2017, 16. Ich glaube, wir haben sogar zusammen gespielt irgendwo. Aber es ist eine geile Band. Aber sonst, warte, mir fallen gerade keine Metalcore-Bands mehr aus der Schweiz. Foreign ist auch nicht Metalcore. Gent. Das ist irgendetwas anderes, die sind auch noch cool. Wow. Dings wollte ich einen Shoutout geben. Und zwar, Moment of Madness ist cool. Aber ist das Metalcore? Weil das tönt. Ja, oh Gott. also der bekannteste Song, den sie haben, ist ein In the End Cover von Linkin Park. Sie haben sehr viel. Hast du nicht gelesen?
Moll, aber ich finde es einfach geil, dass ihr bester Song In the End von Linkin Park ist. Ja, ich meine, es ist ein guter Song. Also nicht der beste Song, aber der meistgelosste Song. Ja, genau. Also ich meine, wenn du Dings, weißt, wenn In the End, wo schon ein geiler Song ist, machst du nachher noch Breakdowns tust, ist einfach. Aber das Ding ist eben, ja, ich habe jetzt herausgefunden, weißt du, wieso kenne ich keine Metalcore-Bands mehr in der Schweiz? Weil alle Metalcore-Bands, die ich kenne, haben mittlerweile aufgehört. Ja. Ich meine, auch Broken Compass gibt es nicht mehr. Aber, ja. Taped gibt es nicht mehr. Aber gut, Taped kommt aus Liechtenstein. Aber gut, Liechtenstein gehört jetzt zu uns. Ja. Oder wir zu ihnen, je nachdem. Voll. Die sind nur gut gewesen, Taped. Ja, ich muss sagen, also, die Band, die ich eben erst vor kurzem davon gelernt habe, ist eben Days of Ruin, oder? Das sollte ich vielleicht mal reinhören. Ja, weil Dings, weil der Silvan oder Sile von Days of Ruin los gerne den Podcast und dann schreibt er sie wieder. Days of Ruin, ja, mal. Ja, mal, die sind cool. Und ich habe es mal reingelassen, oder? Und ich habe dir geschrieben, glaube ich, so, ist so wie der Sorrow einfach noch roher. Ja. Oder? Das ist geil. Eben. Wie hat die andere Band geheißen? Der Sänger von Foreign, der heißt auch Silvan. Wie haben die früher geheißen? Die, die wir letztes Mal... Berner. Nein, es war eine Berner Metalcore-Band. Skillas Revenge, glaube ich. Wo... Hat eine Band haben die Skillas Revenge geheißen? Es ist eine Band, glaube ich, so geheißen hat. Ja, die sind aus Band, die haben Metalcore gemacht, die sind cool. Okay. Aber eben alle Bands, die ich so, weil ich mit Safer Last Breath umgehängt bin früher, habe ich so viele Schweizer Underground Metalcore Bands kennen. Ich habe Amongst Pariahs zum Beispiel mega geil. Amongst Pariahs war auch cool gewesen, ja. Sehr geil. Sehr geil. Nubia nachher hat mir nicht mehr so gefallen. Aber das ist, weil es Gent ist. Und ich bin einfach überfordert mit Gent. Ja, voll. Es ist wirklich so Core, wo ich würde unbedingt schauen, egal was für Konzertgröße, die ich genannt habe. Ich meine, Henry B macht eine coole Sache auch. Wir sind nicht von deiner Nähe, sondern von der Romandie. Ja, sonst, ich glaube, die Liste, also mir kommt die... Es kommt mir ja keine Band in den Sinn. Eben, ich habe so irgendwie alle genannt, die ich... Schweizer Metalcore-Bands, schreibt uns, dann können wir euch hören. Yes, voll, tun wir hören. Und übrigens, das bringen wir aufs Thema. Habt ihr euch endlich für den Greenfield Contest angemeldet? Wir haben das Jahr, wenn wir uns mal darauf fokussieren, mal ein paar Konzerte spielen, was wir bis jetzt irgendwie ein bisschen verkackt haben, weil noch nicht los war. Aber wir sind auch noch am Songs schreiben und es ist bei unserer Band halt einfach sau schwierig, weil zwei arbeiten die Jobs, die halt nicht vom 8 bis um 5 Uhr im Büro bist. Und der Domi arbeitet in der Pflege und der Timo ist Veranstaltungstechniker. Also bis wir etwas zusammen machen können, das zeige ich Ihnen offen im Fall. Ja, voll, weil ich meine, du hast mir gesagt, ihr sucht Konzerte und so. Und ich glaube, wenn ihr im Contest nachher weiterkommt, habt ihr ja Konzert nachher, oder? Das stimmt, hast du eigentlich recht. Wow. Ja, aber wir haben das Gefühl, wir haben wie noch zu wenig zu bieten, um am Greenfield Contest wirklich können. Weil ich würde eben schon gerne mitmachen, aber ich wollte nicht einfach mitmachen, um meinen Namen dort schreiben. Ich wollte mitmachen, dass wir dann auch spielen im Finale und dann natürlich als Greenfield kommen. Das wäre absolut und wer sagt, es ist nicht möglich? Es geht nicht darum, dass es nicht möglich ist, das habe ich nicht gesagt. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einfach noch 3 Songs geschrieben, die wir fertig machen, releasen und dann, dass wir nächstes Jahr wirklich mal ein bisschen... Mir kommt gerade etwas im Sinn im Fall. Ich habe den Durchlicht nicht eingeschaltet. Ist egal. Nein, warte schnell. Nein, das habe ich schon lange gesagt. Das ist egal. Ricky, wir sind jetzt schon etwa eine Stunde rein. Jetzt, Gottverdammt, ich schwöre es, man sollte Ricky einfach anbinden. Wir sollten ihn anbinden. Der Ricky ist immer am Machen, der Ricky ist immer am Schauen, der Ricky ist immer am Flicken, wir sollten ihn anbinden. Weil schau, es ist jetzt, der Rest vom Podcast ist ein bisschen heller da drin. Es interessiert niemand. Das ist genau das Gleiche wie der Gitarrist mit seinem Sound. Keiner hat es interessiert, dass das Licht abgestellt ist. Das interessiert mich. Ausser ihn. Ja. Ausser ihn. Das ist die Krankheit der Gitarristen. Ich kann das alles perfekt. Aber das ist ja gut. Wir sind ja nicht perfekt. Der Podcast ist DIY-Punk. Obwohl ich kein Punk höre, du aber schon. Du solltest mal Punk hören, Brudi. Vodio, Bruder. Vodio und vor allem auch. Du hörst ja Hardcore, also lass doch einfach mal Punk. Ja, Hardcore höre ich auch nicht so viel. Wirklich gelegentlich, ab und zu, wenn es etwas Cooles kommt. New York Hardcore ist schon geil. Gibt es Atropas noch? Ja, voll. Ja, ich kann gesehen. Ist Atropas noch Metalcore? Ich würde es ja nicht in Progressive Metal. Final Story. Schweizer Metalcore-Band. Stimmt. Aus dem Tessin. Ja. Tessin. Final Story ist nicht vom Tessin. Eine Final Story, fuck, sorry. Ich kann... ja. Dreamshade hast du. Final Story kommt... Nein, Final Story kommt aus Luzern, oder? Nicht Baden. Baden? Ich habe nicht irgendwo verdammt. Nein, ich habe Dings gemeint. Dreamshade?
Ja, ich habe Dream Shade gemeint. Dream Shade ist Metalcore, ja. Popix Metalcore. Ja, ist aber guter Metalcore. Voll. So wie Final Story macht auch so ein bisschen Popix Metalcore, finde ich auch. So ein bisschen Richtung so I Prevail und so Zeugs. Also so die Serious Exam Bands. Ja, Mann. So die Richtung. Wie sind wir eigentlich da hingekommen? Wir haben über die News geredet. Voll. Wir sind eben vom Marvel Podcast auf Metalcore Bands gelandet. Was ein Ding vom Marvel Podcast zu Metalcore Bands. Ja, fangt beides mit M an. Voll, ja, genau. Ja, sonst kommen wir sonst von News zu Releases, wo jetzt rausgekommen sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel geachtet auf Releases in den letzten 2 Wochen. Oder Woche halb. Nein, es ist, glaube ich, auch nicht viel los gewesen. Ich habe noch nicht viel mitbekommen. Ich meine, ein bisschen Pause müssen die lokale Bands auch machen, können die ganze Zeit Release machen. Genau, die Schweiz hat zwar eine sauhohe Metal-Band-Dichte, aber... Ja, jede Woche gibt es hier etwas Neues. Wer released schon im Februar neue Musik? Kids in Cages. Die releasen im Februar neue Musik. Aber ich glaube, das war im Januar gewesen. Ja, wir sind richtig spät. Ich glaube, der Song ist auch schon lange draußen. Wir sind richtig spät auf dem. Ja, wir haben den Kids in Cages erwähnen, Horsing Around. Ja. Das ist ein neuer Song, wo sie rausgehauen haben. Das Videoclip ist auch sehr lustig. Habe ich noch reingeschaut. Und, das ist geil, ja. Richtig cool gemacht. Und ja, aber es ist, ich finde es lustig, dass sie machen eben Hard Rock mit Rap. In dem Sinne, also nicht unbedingt Metal, oder machen es nicht unbedingt so. Weil sie könnten es viel härter machen, wenn sie es gerne machen. Ja, aber dann wäre es nicht mehr cool. Jawohl, ist ein bisschen anders so. Oder? Weil wenn sie es härter würden machen, wäre es einfach wieder... Hacktivist. Ja. Ein bisschen die Richtung, oder? Ja. Übrigens, wenn Hacktivist gerne hast, lass mal Terra 4. Das ist die Band vom Gitarrist von Hacktivist. Ehemaliger Gitarrist. Auch sehr cool. Mit dem Rap-Stil auch ähnlich wie der Finlay wie jetzt bei Kids in Cages. Finde ich sehr nice. Aber ja, voll. Wenn Hacktivist geil findest, lass mal eine Verse. Es hat absolut nichts miteinander zu tun, aber... Ja, jetzt geht auch in die Richtung, oder? Ich meine, ihr sind auch mit Kids in Cages Openers für Dropout Kings. Ich habe einfach meine Band heute noch nicht so oft geplagt, von dem her ich es machen. Nein, eben, ja, Kids in Cages habe ich ja zum Glück das Glück gehabt, dass ich mit Eversis mit ihnen spielen als Vorband von Dropout Kings. Yeah! Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir der Opener werden sein. Dann ist dort irgendwann der Timetable gekommen und dann ist so zuerst Kids in Cages und dann habe ich gedacht so, what the fuck? Ja, stimmt. Und nachher mir und dann Dropout Kings und ich muss sagen, es ist recht ist ein Herzset gewesen, zum nachher zu kommen. Es ist, sie haben einen hohen Maßstab gesetzt. Ja, sie haben eine sehr hohe Messlatte gelegt, die wir nachher haben können unten durchschliffern. Ja, dann haben die müssen die Latte treffen. Oder? Ja, wir haben wirklich, wir hätten oben durch müssen, aber wir sind halt der Versus. Wir sind einfach Niveau Limbo unten durch. Ja, voll. Nein, aber das war ein cooler Gig allgemein gewesen. Ihr sind da alle auch sehr stark gewesen, aber es ist sehr schwierig, ja. Cages zu folgen. Kids in Cages hat vor allem live einfach fucking Energy. Und es hat der Song dort, erinnert mich irgendwie so ein bisschen, er gibt mir Linkin Park Vibes, ohne wie Linkin Park zu tönen. Und das ist geil. Ja. Ich kenne nur eine andere Band, die das kann. Ja. Das ist My Enemies and I, aber die gibt es leider auch nicht mehr. Wenn ihr auf New Metal steht, hört My Enemies and I. Und ja, eben, vorhin haben wir es doch von Metalcore-Bands gehabt. Ja. Taped ist die Band, wo der Finlay vorhin ein Sänger war. Die habe ich auch 2-3 Mal gesehen, die sind auch richtig stabil gewesen. Ich glaube, ich habe die einmal live gesehen. Aber ich meine, auch wenn die Band schon einmal gibt, ich meine, Wolfpack habe ich immer im Hinterkopf. Oder? Wolfpack ist ein richtig fetter Song. Einer von den besten Choruses. Vor allem zu dieser Zeit auch etwas vom ersten, wo eine Band, also eine Local Band, ein anständiges Musikvideo hatte. Ich meine, heutzutage ist es ja fast schon selbstverständlich, dass eine Band, die es seit 2 Minuten gibt, ein Video in 4K auflädt mit Hollywood-Ästhetik. Und was lustig war, weil ich habe gemeint, das Album von Tape ist irgendwie 2013 oder so, oder 2015 gewesen. Schon? Also mindestens auf Spotify, vielleicht ist auch auf Spotify später gekommen. Ich meine, das sagt doch... Oder haben sie einfach Musik gemacht schon? Weil früher war ja die Zeit, also dort so 2010 umeinander, ist ja die Zeit, wo alle Metalcore-Bands in der Schweiz einfach die 24/7 überall gespielt haben. Die haben, glaube ich, jedes Wochenende irgendwo anders gespielt. Das geht heute irgendwie auch nicht mehr. Ja, schon, ja. Also nicht, es geht wahrscheinlich schon noch, aber irgendwie macht es keiner mehr. Ich weiss ja, nicht, die jungen Leute hören auch nicht so viel Core in dem Sinne. Jetzt sind wirklich Middle-aged Dudes da. Umkicken. 30-Jährige sind jetzt im Pit. Ja, eben, ich meine, alle Gen Z sind eher auf die Alt-Trap-Hype-Hop-Zeugs, die wir eben schauen. Früher sind alle Emos eben Jungs. Also, ich habe letztens etwas gehört, was mich einfach sad gemacht hat, because today's kids don't even know that Scotty doesn't know. Ich komme nicht raus.
Kommst du nicht raus? Nein. Kennst du den Song Scotty Doesn't Know nicht? Nein, von wem? Kennst du den Song echt nicht? Nein. Das ist von einem Film, so American Pie-mäßig. So, Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. Nö. She tells him she's Welcher in church, Film? but she doesn't go. Still she's on her knees, but Scotty doesn't know. Kennst du echt nicht? Nein, ist in Scotty American doesn't Pie. know. Nein, ist von Eurotrip. Ist so American Pie in schlecht, aber absichtlich. Ah, Eurotrip. Ja, Eurotrip. Okay, Eurotrip kann ich, wenn man Scusi. Ja. Ich habe den Film nie gesehen. Ah, Bruder, Jesus Christ. Okay, ist gut. Du hörst den Song, ich schaue den Film. Du schaust den Hausaufgabe Scusi. fürs nächste Mal, Ja, und dann gibt es ein Review. fix. Okay, perfekt. Ja, geil. Ich schicke dir das nachher nicht. Das ist ein Mhm. verdammter Banger. Das ist so mit so Ja, Fat Lip und Still Waiting und Aha. Simple Plan und Blink-182 da oben. Die ganze Pop-Punk-Zeugs. Ja, voll. Ey, Alter Pop. ich glaube, der Finlay hat uns noch etwas empfohlen. Voll, genau, Kann man auch ja. noch Voll. wieder Schaut ansprechen. am Film, sehr cool Dude. Und er hat uns auch Empfehlung geschickt. Und zwar, er hat uns Graphic Nature gezeigt. Ist auch so Nu Metal Deathcore irgendwie. Und ich bin vor dem recht viel Throne am Hören gewesen. Dann habe ich einfach den angefangen zu hören. Und jetzt höre ich nur die EP von Graphic Nature. Hure geil, aber ein hure vergesslicher Name. Graphic Nature ist so Natural Geographic am Denken, so in die Richtung. So. Wie heißt es geheißen? Der David Attenborough sollte ein fucking Intro für dich machen. Over there, you Yes. see a bass player in the wild. Ja, es ist wirklich eine geile Band und sie haben eine EP, glaube ich, auf Spotify. Sehr heftig, also ganz große Graphic Nature. Merci vielmals, jetzt höre ich den Scheiß nur. Seit 2 Wochen oder so. Und ja, das ist unser Releases-Segment gewesen, weil ich glaube, mehr als das habe ich nicht gesehen. Nein, wir haben es auch böse gestreckt. Hey. Voll. Und sonst, es tut mir leid, dass ich es verpasst habe, wenn du etwas released hast, aber dann schreibst du uns doch, wenn etwas release ist oder ein Konzert spielst, an metal.server@outlook.com oder uns schreiben, oder was? Genau, weil wenn's- Oder DM in Instagram. genau, weil wenn es du nicht machst, macht es niemand von deiner Band. Genau, voll. Ja, musst du machen, musst proaktiv sein. Go promoten. Right. Retten Yes. wir mal kurz das Konzert durch. Yes, machen wir ein Konzert, was es da gibt. So, was gibt es da für Konzert? Es gibt die Kate Effect Release Show. Oh, stimmt. Zusammen mit Es, vielen also Bands. ich muss jetzt schon voraussagen, es kommen fette Konzerte in den nächsten 2 Monaten. Ja, So, da bin ich wirklich gespannt. ja. Also fang mal an, aber mach's dramatic. Dramatic. Ja, voll. Es Okay. kommt. Es kommt am 10.03.2023 im Werk 21 eine Release-Show von einer Band, die ich in 2 Bands würde sagen. Weil Supporting Acts sind with one word. Mhm. Meiner Meinung nach eine der besten Metalcore-Bands von der Schweiz, Expello. Yes. Und The Kate Effect. Yes. Die Band, die für die Ewigkeit keinen Drummer hatte. Haben sie einen Drummer? Ja, jetzt haben sie Drummer. Ja. Geil. Voll, aber der Drummer von Silent Circus ist eben der erste Drummer gewesen von Kate Effect. Jetzt ist er wieder zurück. Und, aber ich habe die mal live gesehen ohne Drummer. Haben sie trotzdem geliefert. Also, Oh, das habe ich gehört. Haben sie ein Ding gehabt? Haben sie es vom Laptop geladen? ja, voll. Der Kollege hat erzählt, sagt, der tighteste Schlagzeuger, den er je gesehen hat. Mhm. ja. Bis er nachher Safe Last Breath gesehen hat. Aber ja. 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 Ja, also, Ja. also der Dave wäre ja, Schon Maschine. der wäre ja besser in einer Punkband aufgehoben, so vom Niveau her. Nein, das ist schon Maschine, Alter. Aber ja, das ist der Kate Effect Release Show. Sind wir sehr gespannt. Das ist am 10. März. Oder? Mhm. Wo? Werk 21? Wer hätte gedacht, wer 21? Ich weiß nicht, es wird vielleicht sehen die Leute nachher da als Schema. Aber nicht beim nächsten Konzert. Das ist Ja. nämlich am 25.02.23 in Malibu, Bern. Voll. Das ist die Release-Party von Diagnosis. Diagnosis. Jetzt check Ist es. das ein Wortspiel auf Diagnosis? Ja, ich glaube, das ist ein Wortspiel auf Diagnosis. Also Diagnosis. Ich habe keine Musik gefunden von denen. Aber Ist ja auch noch nicht released. ja, eben, Ist wahrscheinlich eine release jetzt Release-Party. zum ersten Mal. Geil. Aber es spielt mit Vorax, oder? Eine geile Death Metal Band. Und Anachronism. Machen auch, glaube ich, so in die Schiene Death Metal. Und er ist halt in Bern. Dann bringen wir nicht immer die ganze Zeit nur Zürich-Shows, sondern auch ein bisschen etwas anderes. Und wie gesagt, wenn du das Konzert hast und willst mal ein bisschen promoten, schreib es uns doch. Und wir tun es da sharen. Genau. Mhm. Also eben, Fight the Enemy Album Release Show. Ja. Nein, Diagnosis Release Party in Bern
Es gibt nur Release-Partys jetzt. Abgesehen davon, eben genau, mal nicht eine Zürich-Show. Unless der nächste Fight the Enemy Album Release Show Shieldbreaker und Polar Shift am 21.04.22 im Werk 21. Wer hätte es gedacht? Yes. Und auch im Werk 21. Ja, Meiner Meinung nach das wichtigste Konzert von all denen. maybe. Betrayers of Kamigawa. Wer spielt alles wieder auf Betrayers of Kamigawa? Ich glaube es. Ich weiss, wieso heißt das Konzert Betrayers of Kamigawa? Weil sie euch einfach nicht eingeladen haben. Ja, Es ist genau. literally das gleiche Line-Up, Ja. eine Band dazu und euch ausgewechselt. Ja, voll. Weil wir haben Champions of Kamigawa alle zusammen gespielt und jetzt haben sie es. ja. Ich habe gefunden, wir sind nicht sympathisch genug. Nein, weißt du, und was sie gefunden haben? ja. Sie haben Angst vor euch. Nein. Ich sage, sie haben Angst vor euch. Ich sage, sie haben das Gefühl, Whiteout ruft zu fest. Wir können nicht Whiteout als unser Support-Act haben. Wir können noch nicht mit Save Your Last Breath Ich könnte mit Save Last Breath konkurrieren. Nein. Es ist ganz etwas anderes, aber ihr seid beide in dem, was ihr macht, 10 von 10. Okay, das war jetzt zu gut Bewertung. 9,5 von 10. Ein bisschen mehr geht schon noch. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ein bisschen mehr geht. Mhm. Nein. Ja, eben, Save Your Last Breath, Foreign, Invoker, Another Approach und unsere Wenigkeit, Eversis. Was machen wir nochmal? Another Approach. Another Approach macht Prog Metal. Prog Metal. So Also, ihr habt das Genre-Mischmasch von macht Invoker immer noch Depressive Suicidal Hardcore. Glaubst ja. Gut. Blackened Metalcore, also Lorna Shore in OG. Foreign, Yes. wo das Gent. Genre Gentcore. Gentcore. Was haben wir noch gehabt? No Metal. Nu Metal. Aber dann fehlt noch eine Band. Prog. Ah ja. Eben. Ja, also wir haben eigentlich alles. Das ist für alle gesorgt. Voll. Ich kann jetzt gerade sagen, für jung bis alt. Aber wir haben niemanden dabei, der Trap macht. Also ist es für 25-Jährige bis alte. Genau, ja. Voll, genau. Nice. Von Emos zu. Ich habe kein Wort, wo rein. Von Emos zu Szenos. Von Emos zu Extremos. Wirklich alles für jeden. So, und wann ist das? Es ist am 25.03.22. Ein Samstag. Darum ist es auch okay, dass 5 Bands spielen. Wir haben genug Zeit. Kommt früh vorbei. Vor allem wichtig. Wo ist du nochmal gewesen? Im Werk 21. Wie jedes Konzert. Tickets Surprise. gibt es auf Eventfrog. Kauft euch ein Ticket früh. Weil wenn es ausverkauft wird... Gibt es Rabatt? Ich weiss nicht, was es gibt, aber es gibt auch ein Schnurren, wenn es Ticket nicht... Early Bird Rabatt? Es gibt einfach ein Schnurren, wenn es kein Ticket kauft. Weil wenn ihr ein Ticket früh kauft und es ausverkauft ist, kommen wir rein. Und wenn es früh kauft und es ausverkauft ist, dann können wir es vielleicht verlegen. Das wäre schon geil. Ja. Das wäre schon geil. Ich sage das jetzt einfach, wahrscheinlich so der Döme, der Save Your Last Breath organisiert. So, oder ich verlege es sicher nicht auf. Es wird viel teurer. Du musst viel mehr Leute einstellen und du musst einfach viel mehr putzen. Ja, das ist wirklich so. Aber jetzt ist die Frage, lieber eine ausverkaufte Werk 21-Show oder eine halbvolle Dynamo-Show? Ja, also ich habe bis jetzt immer nur drinnen gespielt. Ja, von dem her, fuck it, ich spiele für 2 Leute im Ich spiele vor 2 Leuten oben. Tobi müsstest fast internationale Headliner reinbringen. Das habe ich das Gefühl. Ja, selber organisieren und einfach ein Callboy aufbringen und sagst einfach, du tust buchen und sagst, ich bringe meine Band als Open. Ich bin dafür. Irgendwie sollten die Schweizer Metal-Bands sich mal zusammentun und ein fucking Local Fest machen im Dynamo oben. Das hat es ja schon mal gegeben. Und dann kannst du einfach einen grossen Act buchen. So, ich weiß auch nicht, irgendetwas so. Was gibt es so deutsch? Ich würde jetzt einfach so eine deutsche Metal-Band nehmen. So eine süddeutsche Metalcore-Band, die so ein bisschen grösser ist. Was gibt es dort? Gut, also da finde ich zum Beispiel, im Grenichen machen es richtig geil, dass sie grosse Acts bringen, aber auch Local Bands. Eben darum finde ich, wir können jetzt ein Tages-Festival machen, wo man einfach so eine deutsche Band nimmt, wo irgendwo, weil ich nehme an so, ich weiß nicht, was für deutsche Metal-Bands gibt es? Saltatio Mortis. Dings. Wie heißen die Diamonds covered haben? Any Given Day. Huh? Ich glaube nicht, dass Any Given Day wirklich teuer wäre, aber wenn einfach so ein Festival machst an einem Samstag im Dynamo mit so 8 stabilen Schweizer Metal-Bands und dann Any Given Day. Ist nicht Hurricane das kein Deutsch. Ja, aber das ist Black Metal. Das ist so Callejon ist auch. Callejon, ja, aber Caliban. Callejon und Caliban sind, glaube ich, fast ein bisschen zu gross. Ja.
Weißt du, die sellen das Ding alleine schon aus. Und ich habe das Gefühl, die sind ja so. Weißt du, du suchst einen Mid-High-Act. Ich suche so eine Support-Band. So eine Band, die sonst Support-Band ist von diesen Bands. Jetzt kann ich Subway to Sally, ist auch gross. Ja. Nein, Subway to Sally ist zu gross. Die gehen Zu alleine gross. ins Volkshaus. Nein, so eine Band, die so Gallichon supportet, weißt du? Blind Guardian. Nein. Jawohl, die zweitgrößte Metal-Band ist Metalcore. Ist Mittelalter Metalcore. Stell dir vor, Blind Guardian würde Es ist Metalcore machen. Middle-earth Core, Alter. Junge, würde Blind Guardian Metalcore machen, würde das beste Metalcore. Wieso gibt es keine Metalcore-Band, die Herr der Ringe Lyrics hat? Weißt du, Ganz sicher, Alter. Fix, schreibt uns. Also, ich glaube, Blind Guardian würde, wenn sie Metalcore machen, das beste Metalcore-Album ever schreiben, bis der Ed Sheeran ein Metalcore-Album schreibt. Wer hat den Cover von Valhalla gemacht? Heaven Shall Burn. Ja. Und die gehen wir in 2 Wochen schauen. Ah ja, Mann. Geil. Mit Malevolence. Obituary, wo uns der Brian gezeigt hat letztes Mal und holy shit. Ja, und fucking Trivium. Ja, ich meine, wenn Malevolence die Opener sind, wie es ist Timetable raus. Ist Malevolence da oben? Wenn Malevolence die erste Band ist, Bruder, dann wird es einfach Fick, Alter. Ja, Mann, das wird geil. Oder geil. Und jetzt haben wir... Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wer Calicon supportet. To the Rats and Wolves, aber die gibt es nicht mehr. Ups, ich kann wenig Lass doch mal so... das Mikrofon in Ruhe. Ich kann wenige Middle-High-Range Acts in Deutschland. Es gibt eben mega viel, aber... Ja, es ist schon, wenn du nicht Teil von der Szene bist, oder? So wie wir da unsere Zürcher und Basler und Berner Bands haben, dann ist es schwierig. Aber so etwas, eben so ein bisschen Grösse Any Given Day, Destruction. Burning Down Alaska oder Alaska, so etwas in die Grösse als Aha. Headliner buchen und Ja. etwa so 8 Schweizer Bands drunter setzen und dann hättest du, glaube ich, ein geiles Festival, wo wahrscheinlich wirklich auch noch Leute würden schauen, weil du könntest mit dem Headliner, wie eigentlich Paleface Release Show, also die wäre wahrscheinlich auch ohne... Ja, das habe ich immer so schade gefunden, die Konzerte, die wir zum Beispiel mit grösseren Acts gespielt haben, sind immer im Zug gewesen und keine Sau ist nach Zug gekommen. Ja. Wir haben mit The Royal gespielt, 2-mal, und mit fuck, ich habe den Namen vergessen. Aber mit einer anderen Band, die cool war. Und leider sind nicht so viele Leute gekommen, oder? Ist der Zug im I44. Sehr coole Location, aber am Arsch von der Welt, leider. Jetzt haben wir uns einen Livestream gemacht, das ist Ja, geil gewesen. stimmt, ja. Aber dort haben nicht müssen Leute kommen. Jetzt sind Hip-Hopper draussen. Ja, gewesen. voll. Easy. Ja, du, machen wir mal ein Wrap-up. Ja. Bringen es zu der letzten. Ja, voll. Also wir haben noch ein kleines Musik hinter, also lasse ich die Musik laufen in 3, 2, 1. Ich muss Musik Ja, sagen. du musst Musik rein tun, sonst können wir nicht sein. Es wird nie nicht lustig. Ja, das ist so lustig. Aber ja, wir haben wieder eine Musik hinter. Sagen wir ein Repeat-Guest in dem Sinne. Also wir haben es schon mal erwähnt, aber wir haben gefunden, da die Band immer noch einen Drummer sucht. Da müssen wir es nochmal kurz erwähnen. Und zwar Ophelia's Eye sucht noch einen Drummer. Also wenn du einen garantierten Spot im ICU Festival jedes Jahr willst haben und Drums spielst, bewirb dich bei Ophelia's Eye. Die würde sich freuen. Voll. Ja, Genau. das ist ja der Musik-Agenda von heute. Das ist mir, glaube ich, nichts mehr. Hast du noch etwas zu melden? Ich nicht. Ich glaube, ich würde einfach gerne alle eine sehr schöne Woche wünschen. Wer weiß, vielleicht haben wir einen Gast nächstes Mal, vielleicht auch nicht. Aber wir müssen schon mal langsam mehr anfangen. Ich meine, das letzte Mal war es ziemlich spontan mit «Wer blasset was?» Boys. Ich finde uns genug unterhaltsam. Das finde ich schon, aber das ist schon lustig. Weißt du was? Schau jetzt, das ist ja die 9. Episode, oder? Oder Nein. die 8. 8, ja. Ich weiß doch nicht, welche Episode das ist, Ricky. Ich habe es am zähle Anfang nicht. gesagt, Bruder. Ja, und nachher haben wir eine Stunde gelabert. Mhm. Das ist kompliziert für mich. Das ist die 8. Episode, das heisst, Mhm. noch eine Episode, dann haben wir die 9. Und 2 Episoden haben wir die 10. Ja. Und dann gibt es den Pilot. Und dann könnt alle die Pilot Part 1 und Part 2 hören, weil es in 3 Stunden gewesen. Und dann lässt niemand unseren Podcast mehr, weil Voll. wir gecancelt sind. Ja, genau. Und sonst, was mich wundernehmen würde, ist, wer würdest du gerne in diesem Podcast hören als Gast? Oder? Es könnte jemand sein, den wir kennen, jemand sein, den wir nicht kennen, und vielleicht müssen wir anschreiben. Aber es würde mich interessieren, wer die Leute gerne wieder mal hören. Wem wollen wir
die Backstory mal hören oder so etwas. Das finde ich schon lustig. Bin Ja. ziemlich sicher, es kommen nur Nachrichten rein. Mir egal, wer er als Gast holt, aber rührt den Silvan raus. Aber ja, wie gesagt, falls ihr mal etwas zum Ankündigen habt, coole Witz habt oder Songrelease oder Konzert spielt, schreibt uns doch ein DM in Instagram oder schreibt uns an, wie ist das immer Adresse? metal.servola@outlook.com. Ich bin der Ricky gewesen, Ich bin der Bella. und das ist Metal Servola gewesen. Schöne Woche zusammen. Ade, merci. Ciao.